Wenn diese vier sich treffen, können sie nicht mal im Auto anders als singen. Denn die Musik der 1950er Jahre verbindet sie. Und damit füllen Conny und die Sonntagsfahrer ganze Konzertsäle. In Regensburg haben sie anderes vor. Wir entführen die Menschen aus der Realität in die Erinnerung. Und ja, unsere Konzerte sind 2 Stunden Pause vom Leben. Und jetzt schauen wir halt mal, ob das auch da in der Fußgängerzone auch funktioniert. Ja, ja. Keine einfache Aufgabe, wenn die Leute eigentlich einkaufen wollen und gar nicht auf alte Schlager eingestellt sind. Es ist unglaublich Spannung, es ist spannend. Was passiert? Jetzt geht's aber los, jetzt geht's aber rund. Hoi, 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 hoi. Jo. La 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 la. Aber davor liegt harte Arbeit. Große Arrangements reduzieren auf nur 3 Instrumente. Und erst mal den Text verstehen. Huppdida, ihr Huppdida. Huppdida. Super, logisch. Huppdida, das Abendweich der Peppermint. Huppdida. Recht schnell haben sie ihn raus, den Peppermint Twist. Fast zumindest. Wie viel Pepper? Und das nächste, was mir einfallen würde bei diesem Huppdida, Pepe, 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 wenn man so ein... Ja, Ja, das ist nicht so leicht. Wirklich, ich hasse die Conny manchmal. Geht doch. Zusammen alte Platten hören. Diese hier war Freddys Lieblingsplatte, als er noch klein war. Nur eine einsame Die Musik, die ist so positiv, also sowohl musikalisch als auch die Texte. Und die Leute in die 50er Jahre haben sie danach gesehnt und im Endeffekt sind wir jetzt auch fast wieder da. Es lag ja eine Zeit hinter den Menschen von Krieg und Zerstörung. Und die Musik hat die Menschen einfach wieder rausgeholt aus dem Alltag. Und hat sie entführt praktisch in, ja, sei es auch eine heile Welt, die vielleicht heute ein bisschen unter einem kritischen Gesichtspunkt betrachtet wird. Aber damals war es ein Lebensgefühl, eine Sehnsucht nach, dass die Welt auch wieder mal in Ordnung sein kann. Und deshalb ging es in den Filmen etwa bei Peter Alexander auch weniger um Probleme als um die pure Unterhaltung und Klamauk. Die 4 Berufsmusiker haben solche Filme früher mit den Eltern geschaut. Das Projekt Conny und die Sonntagsfahrer ist ein Glücksfall für alle. Also ich habe mit meiner besten Freundin schon von klar auf diese Schlager gesungen und wir haben uns aufgenommen am Kassettenrekorder. Künstler wie Peter Alexander, Peter Kraus und ich wollte einfach immer so sein wie die. Und ich habe dann auch immer damit meine Mama bezirzen können mit diesen Liedern, weil da haben wir vom Abtrocknen drucken können. Bei Conny und die Sonntagsfahrer ist nicht nur die Musik authentisch, sondern es sind auch die Kostüme. Diese Anzüge trug tatsächlich Peter Alexander, ihr großes Idol. Nach einem Auftritt hat sie dessen ehemalige Haushälterin in die Schweiz eingeladen und sie ihnen mitgegeben. Unbeschreiblich. Nein, man kann das gar nicht glauben. Also man hat den Anzug, wahrscheinlich der größte Entertainer, den es für uns gibt, den der angehabt hat in einem Film. Ich bin nicht mehr ich selber, sondern man ist der Peter Alexander. Das ist ihn. Und deshalb ist der Künstlername von Bandgründer Thomas Stoiber auch Alexander. Und aus den anderen werden Peter, Freddy und Conny. Werden sie ihre Leidenschaft beim Straßenkonzert vermitteln können? Egalle, das ist die große Pausenfalle mitten in Paris. Egalle,
Gleich beim ersten Lied gibt's eine spontane Tanzeinlage und einen kleinen Flirt. So heißt die große Mausefalle mitten in Paris. Oh la la, Der Herr ist 88 Jahre alt und schon lange Witwer. Die Erinnerungen sind schön, weil wir waren ja immer beim Tanzen. Ohne Tanz ist es nicht gegangen bei uns. Nicht. Das ist so schön und das erinnert mich auch. Ja. Super, super. Die vier spielen einen Gassenhauer nach dem anderen. Schade um die Tränen in der Nacht. Liebeskummer lohnt sich nicht mal gar nicht. Meine Schwester die ist 11 Jahre älter als ich und die hat damals von ihren Verehrern diese Schallplatten geschenkt bekommen, noch Shellac. Und ich habe als Kind dann mitgetanzt mit ihr. Es war ihr Pitschi Pitschi Teeny Weeny Honolulu Strandbikini. Die Passanten sind textfest. Es geht aber auch ganz ohne Vorkenntnisse. Nein, wir kennen die gar nicht. Wir sind hier nur per Zufall dran vorbeigelaufen. Das animiert einen gleich ein bisschen mitzutanzen. Da kann man eigentlich kaum ruhig stehen bleiben. Aber Conny und die Sonntagsfahrer können auch die leisen Töne. Junge, komm bald wieder, bald wieder. Ja, das ist Leben pur und da geht einem das Herz auf und da kann man einfach mitmachen, das ist super. Ja, die ist ja nicht verkehrt, die heile Welt. Also die tut ja gerade gut nach der Corona-Zeit, ist doch eine heile Welt ganz schön. Eine Reise in den Süden ist für andere schön und fein. Ein Italiener möchte gern zu Hause sein. Und Mein Herz hupft auf die. Ja, das erinnert wirklich an frühere Zeiten. Und da waren wir noch so unbeschwert. Wir haben auch Petticoat getragen und die haben aber dann mit Kartoffelstärke gestärkt, dass sie weggestanden sind. Ja. es ist jetzt die Gelegenheit für den Twist. Ihr wisst, gell, die schlotternden Knie. Oh Gott. Genau. Und? Toll. Okay. Ja, super. Oh, wisst ihr, wo ich gestern Abend war? Die Schlotterknie müssen sie noch üben. Gestern Abend war ich in der Peppermint-Bar. Cookie da, weil twisten, twisten, there's my baby. Twist me, baby, twist me, baby. Aber die Musik geht sofort ins Blut. Wie war die Premiere für die Truppe? Beim Singen an den Move denken und den auch noch machen und dann soll man auch noch Spulen nicht vergessen. Aber ich glaube, es hat schon fürs erste Mal ganz gut funktioniert. Bep, 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 bep. Das sind wir bis morgen früh. Bep, 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 bep. Überwältigend. Super. Das war herrlich.